Ekran! Laat ons te branen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier vandaag zum tweede Mal mijn zesde oudste zoon Luciano Hildebrand. Welkom naar diesem Programm. Danke. Sie, du bist 18 Jahre alt, nu wanneer we dit filmen oder opnemen. En im fijne Programm vertelt hij ons een ganz interessant Erlebnis, wat hij beleefd heeft. Oder wie als Familie, beter gezegd. Zij hadden ferien van de school uit en hij helpt op een vlek. En dan, zo wie dat ik weet, wie van die tractor wil doen met voorrijd zu diesel al, niet zo? Ja, zo weer. Hij wil op den tractor ophupsen waar de andere arbeider met voorrijd. En wie dat niet zo dat de arbeider zegt, dus hij wil aanhullen aan wo je opkruipen en zo wat? Jo, we hadden ons dat Eier so berät, dat wir ähnlich gefährlich, wenn so Traktor sind mit Doppelreif. Waren noch mal nicht so der Lader treffen, dann berät wir uns plötzlich, dass wir Fuß der Reif tun. Und dann dachten wir uns so, dass wir einmal bitte seine Stahl holen und wenn es die Titen einmal anholen so wieder, und dass wir pflegen, dann ist es eine schwere Arbeit, dann hat den Traktor sehr schwer frisch los war. Und dann dachten wir so, wir ein paar Jahre Schleier nehmen, dann haben wir bis beim Fahren ab. Und das wieder, was ich mir denken kann, das erste Mal, was ich auf die Pläne dran, und von daher sagte Hübse. Also von daher erklären wir dort ähnlich, dass mir das Eier nicht passiert ist, oder Arme nicht. Wenn's, wir haben dort Eier sehr fragen, gedonnen, bei ich glaube immer von der anderen Kant. Wenn's eine, wo es je nachher mal hat, ja, fast der ja. So, ja, die wat dat vielleicht nicht gehört haben, das Programm dann versucht hat, am Traktor dann abzuhüpsen, hij glebt auf. Traf nicht auf der Trappen ab, aber das von dem Hole, das schafft alle nicht und fällt Fuß unter der Reif vom Traktor und der fährt ab am Nab per eine Brass und dann back der war rauf und wo sie dann im Krankenhaus kommen und da wird ziemlich wenig passiert, eine Haftgebrechen nicht so, ja, und wird am Körper ein bisschen Video, aber sozusagen dort ein großer Doppeltreffer trägt ab am Nab führt, wie sehr wenig. En wie zijn er dan als een wunder aan. Du bist dan im Hospital en wat ik die van jou vraag wel, wo speert du gaat, aber voedsel du op een vlek? Wo dacht du, wo wir gaat? Jo, ganz das erste dachte ich an sehr viel Sachen, als ich in einem Traktor kam. Und ich dachte ganz besonders an meine Freunde, ganz besonders an eine von meinen Cousins, meine Prima, also meine Mama, ihre Schwester, ihre Tochter, wie du. Und mit der habe ich dann geredet. Und wir mit mir mit dem Traktor mitgefahren und wir rots war ich vom Fleck. Und dann passiert mir das. Und der dachte ich so, ja, und ganz besonders dann Fuß kommt mir das an, zum Sterben, wie heute zum Sterben. Aber ich fühle, dass ich noch nicht sterben soll. Aber ich fühle, dass mein Leben wie noch nicht durch, ich habe noch mehr zu tun. Und meine Meinung noch. Und das fühle ich Fuß, und ich fühle Fuß Frieden, ich dachte Fuß, dass wir ein Accident, und das habe ich überlebt. Da dachte ich Fuß noch. Ich dachte nicht mal daran, dass vielleicht Beine, was könnte fair sein, was mir eine halbe Stunde oder eine Stunde lauter, wo vielleicht du hast kein Utbladen von Beine oder so. Und so dachte ich nicht mal, ich dachte bloß einfach so, das hat Gott mir geschenkt, dass ich kann überleben und ich lebe wieder. Oder ich habe noch eine Chance. Du siehst, wie schreit zum Sterben, dort hast du auch kurz gedacht, wann hast du die bekehrt oder wo hast du mit Jesus eine Begegnung? Dort wir, ich sag, 6 Jahre wie. Dann hat er mal, ich hatte immer von Jesus gehört, all Eier und so wieder, Programme in der Schule und so wieder. Und dann einmal hat er den
eine Chance ab ein Radioprogramm. Für die Rednerin dann ist irgendwer von den Dingen auch die Entscheidung will treffen, Jesus mit Notfall am Unternehmen und dann der meine Schwester dann auch dort bei. Wow, sehr schön. So, was erlebt ihr als Familie? Du mit deinen Schwestern, deine Eltern? Wo wird diese Zeit fuß zum Accident? Ja, dann fuß du noch, dann werde ich noch mal ein paar Tage hier in Sommerfeld in der Klinik beim Lucy wieder. Und du noch, weil wir nach Haus, oder die sagen uns, wir können nach Haus fahren. Und das Einzige, was ich muss tun, wir legen. Und wenn meine Oma, meine Grootmama, ein Haus hat mit großen Tieren und sehr viel Platz hat und so wieder, dann dachte wir so, wie würde der Frau, als wir können der erste paar Tage oder der erste Weg da wohnen. Und dann haben wir auch so ein Bad mit Rädern und dann fuhren wir von einer Stunde nach der anderen, also können sie mir endlich durchfahren, wo sie wollen. Wenn es die Tiere alle breit wäre, können wir alle wieder durch. Und dort wir, was sehr schön ist, meine Oma und Opa Frede sich gesagt hat. Und dort wir für mich auch einmal, dann kann ich einmal ausschalten und einmal bis durch sein und viel Bürte legen und über nachdenken und so wieder. Und dann habe ich mal Freiheit mit meinen Geschwistern so top zu sein. Und dann Lothar, als wir einmal nach Haus fuhren, dann wie ich all durch, dann fange ich all an, meine Jas und so wieder zu kriegen. Und wir haben immer als Familie top viel gesehen, also sie haben besieht mich, Tererei getrunken und so wieder, und viel verteilt, und wann einer so trägt, das ist eine gesehene Zeit. Okay, lindo. Ich freue mich sehr dafür. Ich komme von meiner Partei, wir wohnen in Bolivien, und das passiert alles in Paraguay. Das ist ein Oberland, aber das sind doch über 1000 Kilometer dort fashion. Wo das passiert ist, und wie hier das über WhatsApp. Wir haben eine Familiengruppe, wo die passiert wird. Und wir sind eine große Familie, aber trotzdem ist so ein besonderes Beat im Hort, was für den anderen schlone der nicht so, wenn einer hier, Luciano, ist was passiert, dort ist es, wenn mir das Salz passiert, ist ein klein bisschen nicht so. Ja. Und anstatt das sehr weit, und das fällt sich wirklich auch sehr haltlos, wenn, ich meine, was für dich bei auch so gefällt hat, aber wie wir so weit auf, und wie haben Gebet, und aber ich fällt auch ein bisschen das, was du sagst, Gott hat die bewahrt, und dass wir einfach bloß ein Teken von Gott, wer wir fair war, wer wir nicht abgeben und das so nehmen, dass Gott eine Chance gibt, viel mehr für ihn zu tun. Amen. Was sind Sachen, was die von dir wichtig sind, was die vielleicht schon mal nicht so wichtig sind? Das Leben in sich zu schätzen, und dass wir hier sind, dass es hier an für sich nicht verdammt hat, ohne sei, aber wir sind hier für was, für Gott, und heute haben wir uns geschaffen, für hier zu arbeiten. Und ganz besonders sehe ich sehr viel dankbarer gleich für meine Familie und so wieder. Absorgt dort irgendwie, aber wenn einer drei denkt, dann kann einer sein, dass Gott einen sehr mit der gesehen hat, und Freund und so wieder, in der Schule. Und ganz besonders, in der Bibel sagt, wir haben alle zu Zeit frei. Dann fällt einem dort viel leichter, sich alle Zeit frei, wenn einer heute eine zweite Chance hat und dort nicht selbstverständlich ist, dass einer nach hier ist. Wo ist dein Körper von dir auf? Fühlst du dich gesund? Gehst du ran, hüpfen, spielen? Ja, gesund fühle ich mich von Dezember endlich all, oder November, dann
zei de dokter te mij dat ik dan al 100% zal alles metmaken. Zo wie het ik geloof dat ik kan. En wanneer ik wat veel en zo wieder dan tot dan ik zei. Nee. En bij nu heb ik zeer weinig nawerkingen gehad. Met dat han en waarom een beetje wij krijg ik op besteed bij de half voor het gebruik is. Op de ziet. En ik geloof dat zijn ik wacht, wat ik doe te met die wanen, dat dit jaar doe eenmaal ongeslagen is, je was. En ik speel al van klein op en hier in voetbal, volleybal en zo wieder. En maar sport. En dat ik nu al eindelijk krijg dat ik dat eier deed. En springen en alles. En ook de lange zijn ook eindelijk sehr weit al waren 3 nu eerst amasche Entwicklung oder so. En die ik had eenmaal een beetje schwierigheden met Oudme oder so wieder. Ik voel dat eenmaal krijg wenn ich abgerecht sehe oder so eine Sache, dann waren die Lunge eenmaal nicht ganz reich. Oudme en sich bewegen, aber zes kon ik ook lang ran en zo wieder, dat deed mijn longen niet. Zijn andere wie die best gezond? Ja. Eso. So, wat zei die vriend, noodste vriend, over dit ganze, wat gaan ze met die over dit gereed? Na, für den wir das erstens mal sehr hastig, was da passiert und so wieder. Und die haben mir eigentlich versperren lassen, dass ich nicht allein bin. Und dass die beten eigentlich für mich. Und ich habe sehr viele Freunde anders kennengelernt, oder vielleicht auf eine andere Art und Weise, oder vielleicht Deutsche eins und so wieder. Und die accident hat vielleicht viel dazu beigetragen, dass ich den Stadt kennengelernt habe. Und kriegst du sagen, also die Leute in alle Zeit feilen, dass sie hängen an mich standen. Wow, muy lindo. Was wirst du Menschen auf dem Hotline, oder was fällt dir, dass sie anzeigen? Ja, erstens, ganz besonders, krieg was ich schon sehe, sich freien, dort fing ich aus einer guten Gebot, was Gott an sich gegeben hat, wenn's, wir haben ganz nicht Grund, uns einmal zu freien. Und ganz besonders nur in der Pandemie, nur wenn wir viel Türs wären, in der 4 Jahren, dann fällt einer dort, wir haben sehr viel, wo wir uns frei können, und haben auch noch sehr viel. Und ganz besonders dankbar sein für all das, was Gott uns schenkt. Und ganz besonders für die Menschen, kriegt es, das Sprichwort sagt, die Sachen sind zum Brücke du und die Menschen zum Leben nicht angedreht. Wir hängen gleich fragen viel zu sagen und Sachen. Und Leute dient und glaube vielleicht einmal, dass Menschen meist kriegt zum Brücke sind. Und das ganz falsch ist dort. Gott hat jeden Mensch gemacht nur sein Eigenbild. Und jeder einer hat hier eine Arbeit oder eine Sache, was er sehr gut kann. Und vielleicht besser als alle anderen. Und ganz besonders dort zu entdecken. En doe met Gott deine. Vielen Dank schön, Luciano, für das Programm mitmachen. Das für mich ein Sehen was, auch wenn das für dich ein Sehen was ist. Dann teilt das doch mit, über WhatsApp oder über Facebook, wo immer du das hast, oder über Radio, sei andere von das Programm. Ich möchte die Gott sehen, wünschen, Luciano, und auch die Leverteucher, möchte Gott die sehr wirklich sehen. Für nu eine Umarmung und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.